Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Todesvorhersagen. Für Harbour und das Zentrum der Insel. Es ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren. Bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbour-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt in Richtung Arcadia. Mit dem Haufen Scheiße, den du da siehst. Und werden uns jetzt einmal da drin ein bisschen erkundigen, zwecks Kasumi und so weiter und so fort. Und dann werden wir sehen, was noch auf uns zukommt. Genau. So werden wir es machen. Na komm, Spiel, danke. Ah. Gleich mal alles plaudern, was wir brauchen können. Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Synths von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist, und ich werde versuchen, dir zu helfen. Ich bin hierher gekommen, um Kasumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kasumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kasumi ein Synth ist? Wir beantworten keine Fragen mehr, solange du nicht ehrlich zu uns bist. Wer zum Teufel bist du? Es gibt nur einen Synth mit so einem Gesicht und eigenem Willen. Und ich sehe ihn nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Nick? Das kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. Was willst du hier abziehen? Ich habe dich noch nie im Leben gesehen. Bitte, wenn du mir eine Chance gibst, kann ich es erklären. In Ordnung, Dima. Wir wissen es. Aber rede weiter. Es begann vor über 100 Jahren, als wir erschaffen wurden. Wir waren Prototypen, Nick. Die ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich.
Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In unseren Prototypengehirnen ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich habe genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Wir reden später. Das ist ganz schön viel auf einmal. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Und wegen Kasumi. Es ist wichtig, dass du genau verstehst, wieso sie hier ist. Ich habe dich schon mal gefragt, ob du glaubst, dass sie ein Sünd ist. Hast du eine Antwort für mich? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben, ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kasumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Sünd? Woher soll ich das wissen? Wenn du eine Art Test meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keinen Test, der nicht tödlich wäre. Du musst stattdessen nach den Anzeichen Ausschau halten. Gedächtnislücken, ein Gefühl der Einsamkeit, seltsame Träume. Aber letztendlich musst du das entscheiden. Was glaubst du? Hast du deine Menschlichkeit schon mal angezweifelt? Es ist eine Scheißfrage. Ich bin ein menschliches Wesen, kein Sünd. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Ich weiß noch, ich war in meinem Haus, als die Bomben fielen. Wir rannten zum Vault, wurden eingefroren. Nur ich habe überlebt. Und davor war nichts. Nur ein einziger Tag, dann wachst du alleine auf. Wir nehmen die gegebenen Dinge schnell als wahr hin. Oder ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche dir, wir akzeptieren dich ganz gleich, wofür du dich entscheidest. Danke. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Freut mich zu hören. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern, Faraday und Chase, vor. Ich bin sicher, du willst mit Kasumi sprechen. Sie arbeitet normalerweise unten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Hülle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Ich gebe jetzt die Antwort, oder ich stelle mir jetzt die Frage, ob... Ich sage mir jetzt, dass wir zur Railroad kehren. Warte mal, können wir da speichern? Ja. Ich kann ihn nochmal zurückladen. Ich stelle mir jetzt die Frage, oder ich sage mir jetzt, dass wir zur Railroad kehren. Und da komme ich auf die... Ich sage jetzt einmal, da komme ich auf die eigentliche Frage hin. Warum muss die Railroad Erinnerungen löschen? Ich gehöre zu einer Gruppe, die Synths hilft. Zur Railroad. Wirklich? Ich verstehe nicht, wie eine Gruppe, die Synths helfen will, ihnen Angst macht und einredet, dass das Untertauchen die einzige Möglichkeit wäre.
Ja, sie melden sich freiwillig für die Gedächtnislöschung. Und nicht zu wissen, dass man ein Sünd ist, macht es dem Institut schwerer, einen zu finden. Aber zu welchem Preis? Ich weiß, wie beängstigend die Vorstellung ist, gefangen zu werden. Aber das aufzugeben, was man ist, den Kampf, als das akzeptiert zu werden. Er hat irgendwo recht. So habe ich das noch nicht gesehen. Tut mir leid. Und ich auch. Dein Herz sitzt am rechten Fleck und es ist nicht fair, dass ich mir aus der Ferne ein Urteil erlaube. Gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Na, Ich sollte losgehen. Aber sicher. Vielleicht Sie nicht lange da drin. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. und daher die große Frage, warum macht die Railroad das? Das Spiel, oder das DLC, stellt ein paar Fragen übers Leben, die sehr interessant sind. Ich hatte schon genug mit den Reparaturen zu tun, bevor dieser Blödsinn mit den Atomspinnern losging. Um sie musst du dir keine Gedanken machen. Es geht nicht um sie. Ich sorge mich um dich, Dima. Du kannst nicht alle Probleme der Welt lösen. Schon gar nicht auf einmal. Liebster Faraday, ganz ruhig. Alles wird gut. Du hast also mit Dima gesprochen. Du weißt, wieso wir hier sind. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Es lohnt sich, für Dimas Vision zu kämpfen. Ja, du hast recht. Das ist eine gute Sache. Synths haben das Recht, in Sicherheit zu leben, so wie jeder andere auch. Es freut mich, das zu hören. Sehr ermutigend. Bitte erzähl auch Dima von deinen Ansichten. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Du erledigst diese ganze Arbeit alleine? Zum Großteil ja. Ich lasse mir von den anderen helfen, wenn möglich, aber niemand versteht Dima so gut wie ich. Kannst du mir etwas über die Nebelkondensatoren erzählen? Die Dinger? Dima und ich haben sie entworfen, als klar wurde, dass der Nebel immer schlimmer wird. Sie sind effektiv, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. Dima bestand darauf, dass wir sie den Leuten in Far Harbor zur Verfügung stellen, und darüber bin ich froh. Ohne die Kondensatoren hätten sie jetzt nichts mehr. Es sieht so aus, als hätte Dima einiges an sich verändert. Das ist eine Untertreibung. Wir haben zusammen so viele Modifizierungen vorgenommen. Er war nur ein Prototyp, nicht geschaffen für all das hier. Es war viel Arbeit, die Beschränkungen des Designs zu überwinden und seinen Speicher zu erweitern. Es ist wirklich bemerkenswert, oder? Er hat so viel geschafft. Er ist so viel mehr, als er einmal war. Und er denkt immer nur an die anderen. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe da etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Fallensteller, Nebelkriecher, da draußen wimmelt es nur so von Gefahren. Die Sache ist, wir haben schon jemanden verloren. Das soll nicht wieder geschehen. Also, bist du bereit? Klar, Faraday. Ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Okay, dann gehen wir weiter. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ja, die habe ich schon. Zig Quadrilliarden Siedlungen warten auf mich. Gut, wir werden jetzt mal weiter spazieren in Richtung Kasumi. Ah ja, zuerst muss man an dieser Zimtziege vorbei. Na gut. Du hast Kasumi hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie.
Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Du meinst also, du hättest es besser machen können? Ich wusste nicht, dass es ein Wettbewerb ist. Ja, absolut. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen, komme was wolle. Verstanden? Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Ich habe überall in der Gegend Kontakte. Einige aus meiner Zeit beim Institut, einige aus der Zeit danach. Ich kenne die Taktiken des Instituts. Das nutze ich zu meinem Vorteil. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich. Also, was ist deine Geschichte? Ich habe für das Institut entflohene Synths zurückgebracht. Ich habe einen Synth gesucht und fand stattdessen Dima. Er hat mir die Wahrheit und die Fehler meines Handelns gezeigt. Was ist denn? Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Gut, ich höre. Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaba reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Die Ankunft. Na gut. Dann schnappen wir uns jetzt mal die kleine Kasumi. Kado ist mir. Das asoziale Frettchen ist da. Und euch wird nichts überbleiben. Ich habe gesagt, euch wird nichts überbleiben. Du hast also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Die Insel besitzt ihre ganz eigene Schönheit. Das ist eine erfrischende Ansicht, die nur wenige teilen. Ich bin froh, dass noch jemand anders die Schönheit erkennt. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher. Aber es hat sich angepasst. Und es wird sich weiter anpassen. Lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Das klingt nach einem hehren Ziel. Oh, danke. Ich wünschte, mehr Leute würden diese Sicht teilen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Oh, nun, wie nett von dir. Okay. Was könntest du für uns tun? Auf dieser Insel gibt es eine Blume, eine Astersorte. Die hat erstaunlich gut überlebt. Sie hat nicht mehr diese leuchtende Farbe wie früher, soviel ich weiß, wie noch vor dem Krieg. Ich persönlich mag sie sehr, aber in letzter Zeit habe ich ihre chemischen Zusatzeigenschaften untersucht. Wenn du mir ein paar neue Proben besorgen würdest, käme meine Forschung schneller voran. Ich kann dir ein paar Kronkorken anbieten, wenn es das für dich interessanter macht. Ich habe hier Blumen für dich. Die sind wunderbar. Danke dir. Wie versprochen. Deine Kronkorken. Sehr gut. Warte mal. Ich lass mal eine Diagnose laufen, während du arbeitest. Lass dir Zeit. Nick, ich bin gleich soweit. Da brauchst du keine Sorgen machen. Aber da kann jetzt momentan eh nichts herstellen.
Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Das ist eine gute Einstellung. Hoffnung kann einem durch noch so schwere Zeiten helfen. Das weiß ich, glaub mir. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Du kannst von Glück reden, dass du einen Platz für dich gefunden hast. Ja, stimmt wohl. Ich dachte nur nicht, dass ich hier landen würde. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ja, also wenigstens was, oder? Ich nehme an, dass du nicht lange bleiben willst. Mann, nach so einer herzlichen Begrüßung will man doch gleich für immer bleiben. Das hier ist kein Ort für dich. Arcadia ist nur so sicher, wie wir den Ort machen. Wenn wir unnötige Risiken eingehen und achtlos sind, kann es übel werden. Und das schnell. Wenn ein Sünd bei uns Zuflucht sucht, nehmen wir ihn auf. Lassen ihn wie einen Sünd leben. Frei von Angst. Diese Beschreibung passt nicht auf dich. Das macht dich zu einem unnötigen Risiko. Nimm's nicht persönlich. Das Minimieren unseres Kontakts mit Außenseitern hat praktische Gründe. Entspann dich. Ich bin keine Bedrohung. Mach einfach keinen Ärger. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Richtig. Sorry, ab und zu ein bisschen Sarkasmus. Willst du was kaufen oder so? Ja, mal schauen, was du hast. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Es ist nicht viel, aber das Beste, was ich tun kann. Mei. Jawohl, Baby. Genau dich, Baby. Har, 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 har. Sergeant Ash. Ah, das ist so ein Dingenskirchen halt, ne? Weißt du, wie das ist? Was hat er noch? Okay, sonst hat er eh nix. Wurscht. Sie würde 1200 haben. Aber egal. Ja, danke fürs Wegschieben, du Arsch. So, wir sollten dann einmal zu Kasumi gehen. Du bist also dieses neue Mädel aus dem Commonwealth. Es ist so herrlich, mal wieder jemanden aus der Heimat zu sehen. Kasumi möchte leider nicht darüber reden, aber wie ist die Lage dort so? Ich glaube, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Oh, das höre ich gerne. Ich würde es eines Tages zu gern wiedersehen, sobald sich die Lage hier beruhigt hat. Arcadia ist ja schön und gut, klar. Aber ehrlich gesagt, wird es doch ein wenig langweilig. Du bist hier in Sicherheit. Darauf kommt es an. Sieht so aus. Ein wenig Aufregung hier und da wäre aber nicht schlecht. Meinst du nicht auch? Wir sehen uns sicher noch. Pass auf dich auf. Sympathisch, sympathisch. Jetzt wollte man nur schauen. Sommerkleidung, was ist denn das für ein Scheiß? Weg. Saubere Kleidung, weg. Wir haben ja da dieses komische Dingensleder da. Wo ist jetzt der Unterschied? Gar keiner wahrscheinlich. Nehmen wir mal fest an jetzt da. In meinem jugendlichen Leichtsinn.
Achso, das ist das, was der Alan antragt, okay. Ah, das ist die Rüstung von der Bruderschaft. Fallensteller, rechtes Bein. Ja, ein bisschen was haben wir ja mit, aber nicht viel. Willst du was kaufen oder so? Nö, dabei nicht, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Aber sei froh, dass du überleben darfst. Depp, du. Gut. Gut, speichern wir da mal und dann reden wir mal eine Runde mit der Gazumi. Die Schaltkreise sind total hinüber. Kazumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Versuche nur etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Ich bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Du bist gegangen, ohne deinen Eltern zu sagen, warum. Du hättest wissen müssen, dass sie sich sorgen. Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Ray sind immer noch deine Eltern. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Wenn da was läuft, kann ich helfen. Sag mir einfach, was los ist. Ich weiß nicht, wie du... Moment. Natürlich kannst du helfen. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Gut. Ich höre zu. Okay. Wo soll ich anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebel Fahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Wenn Dima eine Nummer abzieht, müssen wir es wissen. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann, aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran, aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen.
Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich habe Ahnung vom Hacken. Ich versuch's mal. Wie du meinst. Viel Glück. Wenn du was hast, lass es mich wissen. Von einem Fall zum nächsten. Einfach ist es nie, nicht wahr? Ich bin mir sicher, irgendjemand hat den Schlüssel zum Lagerraum. Vielleicht Cock? Der hantiert immer mit den Vorräten rum, wenn sie reinkommen. Trägst. Sicher nicht, wie schon seit Anbeginn der Zeit.